Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bernest. Heute mit dem Trolldorf und Folge Nummer 6 mit dem neuen Mikrofon, wie schon angekündigt im Update-Video. Und ich hoffe, der Unterschied macht sich bemerkbar und es ist wirklich eine Verbesserung. Also ich habe jetzt ein paar Tests gemacht und es hat mir eigentlich recht gut gepasst. Und ja, mal schnell einen kleinen Überblick erhalten, was wir da das letzte Mal gemacht haben. Wir haben hier unsere Kräuterhacks, wir haben unser Forester Lodge, also unser Förster. Dann haben wir hier unsere Sammler. Da sind unsere Jäger. Die sind alle bei der Arbeit. Dann haben wir den Markt. Der ist zu 45% gefüllt, das finde ich sehr gut. Da haben wir 13% voll. Und was ich heute eigentlich machen will, ist, wir haben das letzte Mal, oder das vorletzte Mal, ich weiß es nicht mehr, das Cake gemacht, wo dann früher oder später Schöf settet rein. Und was ich jetzt gerne würde machen ist, das, aha, das ist ja gar noch nicht fertig gebaut, sehe ich gerade. Okay, dann lasse ich das jetzt mal bauen. Und gebe dem noch eine höhere Priorität. Weil ich habe mir so überlegt, wieso nicht in diesem Cake noch zusätzlich nochmal Kühe zu halten und dann in einem zusätzlichen Cake dann Schöfe zu halten, weil von den Schöfen werde ich mir nicht sehr viel Fleisch bekommen, also mal, doch schon auch, aber dort geht es mir nicht um die Wolle. Und zwar, dass wir dann beim Schneider können sagen, hey, wir machen hier die Warmcoat, weil da wird auch weniger Holz verbraucht dann zum Feuern im Winter. Holzfeuern im Winter bringt mich jetzt gerade drauf, der ist am Arbeiten, das finde ich sehr schön. Okay, und jetzt muss ich halt mal unsere Ressourcen anschauen. Also wir haben jetzt hier 88, das steigt noch, das Feuerholz ist mir eher wichtig. Stein haben wir eigentlich auch noch genug und Eisen eigentlich auch. Werkzeug haben wir genug, der kann... Nein, der soll mal weitermachen. Und jetzt habe ich da eigentlich gesagt, da möchte ich eigentlich das nächste Quartier von Trolldorf. Und jetzt bin ich auch ein bisschen im Clinch mit mir selber, weil eigentlich würde ich da gerne noch Felder machen. Dass man eigentlich würde sagen, der Teil von der Karte sollte unsere Produktionslinie werden. Und dann vielleicht da unten, natürlich genug weit entfernt von dem Radius da. Gut, da wird noch Minen kommen. Das ist jetzt eben das Problem. Oder da könnte ich das Dorf auch nicht tun. Und da hätte ich nämlich da genug Platz. Ja, machen wir auch so. Das ist, glaube ich, das Beste. Dass ich jetzt hier noch ein paar Felder mache. Weil wir brauchen mehr Nahrung. Unbedingt brauchen wir mehr Nahrung. Okay, da sind wir soweit. Da können wir jetzt mal 2 Arbeiter zuweisen. Also da haben sicher auch noch Felderplatz, aber halt noch eine kleine. Ah, da ist noch der Tunnel. Wo dann, was habe ich da machen? Ah, ja genau, ich wollte da den Händler auch nicht tun, aber das braucht man jetzt eigentlich gar nicht mehr. Das heisst, wir haben jetzt einfach da schon mal den Durchgang für dann nachher hier rüber. Und da können wir dann, keine Ahnung, der Steinbruch könnte dann da reinkommen und Zeug und Sachen. Okay, dann fange ich doch mal an, Felder zu machen. Und wir sehen schon, Food is low. Das heisst, Felder, da. Oder wir könnten natürlich auch eine Baumfarm machen. Machen wir doch das gerade zuerst. Die könnte man dann eigentlich hier machen, wo ich eigentlich zuerst etwas anderes vorgehabt hätte, aber wieso nicht? Jetzt machen wir doch da mal, schaffen wir einen 8x8. So. 8x8. Und vielleicht hier auf dieser Seite noch 8x8. Okay, der ist schon bereit. Da kann man mal sagen, das sind glaube ich alles beides Nüsse. Machen wir hier Pekan. Und da muss noch etwas gemacht werden, okay.
geben wir dem gerade eine höhere Priorität, dass man gerade im Frühling kann anfangen aussehen. Weil das Problem ist, die Bäume brauchen etwa 1-2 Saison, bis sie Früchte tragen. Das Positive am Ganzen ist dann aber auch noch, dass wir dass wir Holz bekommen mit denen, weil die Bäume irgendwann ja auch sterben dann. Dann bekommen wir noch das Holz, also das feurige Restholz, das dann gefällt worden ist. Und jetzt möchte ich hier noch ein Feld machen. Vielleicht hier dazwischen noch zuerst einen Weg. Und dann ein Feld. Jetzt tue ich schnell wieder pausieren, damit... gut, das ist glaube ich schon gerade fertig. Machen wir da nochmal einen Weg. Jetzt kommt das letzte Feld, bevor dann dort die Straße kommt, genau. Dann kann man dann da vielleicht noch 2-3 Häuser anstellen, wenn es dann nötig ist. 8x8. Dann gebe ich gerade wieder eine höhere Priorität. Dass man eventuell gerade für diese Saison kann abpflanzen und ernten dann. Weil, klar, wir sind immer um die 1000 herum, aber ihr seht ja selber, wie sehr das umeinander springt. Und ich wollte eigentlich immer konstant mindestens über 1000 haben. Oh. Wir haben da anscheinend beim Trading Post, haben wir das verpasst? Das ist das nicht der von letztes Mal? I don't know. Warum? So, jetzt haben wir Winter und die Arbeiten gehen da recht gut voran und wir können schon etwas wählen. Dann haben wir das Squash, dann haben wir Potato, dann haben wir Squash. Okay. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Arbeiter. 2 pro Feld. Bedeutet 4 Arbeiter mehr, die dann auf dem Feld arbeiten. Die Arbeiter da, die sind immer noch dran. Ich würde mal meinen, da ziehe ich jetzt auch noch gerade eine Straße dran hin. Eben so. Und so. Idee. Da nochmal ein kleines Cake drin machen. Ja, ich bin gerade ein bisschen übertrieben. Aber das braucht es, wir werden jetzt sehen. Nein, das war falsch. Komm zurück. R. So. Okay, das Feld ist fertig. Und jetzt kann man da sagen, wir splitten das Ganze. Wieso geht das nicht? Ich kann gerne splitten. Das ist jetzt komisch. Eigentlich kann ich jetzt so splitten, dass da die Hälfte hier rüber geht. Oder jetzt? Ah, jetzt geht's. Okay. Jetzt machen wir noch einen Split. Jetzt haben wir da noch 9. Dann stellen wir da den Regler runter auf 9. Weil dann arbeite ich weiter mit 9. Und da wartet es dann bis 20 drin sind. Also, machen wir. Jetzt brauchen wir aber da wieder 2 Arbeiter. So. Es braucht immer 2, weil sonst sterben die Viecher dann langsam weg und das wollen wir ja nicht. Aber, wir sehen ja, wir sind da schön am Wachsen. Jetzt könnte ich eigentlich ein weiteres Haus bauen, weil ich denke, wir haben da wieder genug Nachwuchs. Also machen wir da noch ein Steinhaus. Wieso nicht da eins? Und da geht es nicht. Aber da geht es auch nicht. Okay. Aber da. Dann mache ich doch das so, dass man da sagt, okay, machen wir da noch einen Weg. Jetzt da ein bisschen näher rennen. Jetzt muss ich schnell husten. Sorry, da bin ich wieder. So. Und dann können wir da nämlich noch Häuser bauen. Habe ich das noch nicht gemacht? Nein, das habe ich noch gemacht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Da
Und da kann man das auch selber bauen. Okay. Da tun wir jetzt aber mal pausieren, weil ich denke, das reicht für den Anfang. Die sind da schon schön am Material anschleppen. Vom Material sollten wir eigentlich noch genug haben. Lachs, ja. Okay, und jetzt hätte gerade das Fundament stehen. Das ist okay, dass jetzt sie da zuerst noch fertig bauen. Und ich schnell schauen da. Also wir haben hier einen Fischer mit 4 und einen mit 2. Ich glaube doch, dass wir da eine höhere Priorität geben müssen, weil wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen mehr Arbeiter. Das ist einfach das Problem mit diesem Game. Es gibt einfach immer zu wenig Arbeiter. Wir haben jetzt zwar schon wieder jemand Neues, der geboren worden ist. Nützt aber nicht viel, weil die Person noch nicht arbeiten kann. Zu jung. Schade. Okay, das Haus wird gebaut. Sobald das fertig ist, wird da garantiert jemand einziehen. Dann können wir das dann nämlich auch fertig bauen lassen. Dann ziehe ich die aber zuerst mal weg und sage denen, hey Jungs, Holz holen. Und zwar subito. So. Dann da schnell höhere Priorität geben. Bam. Tipptopp. Ist klar, jetzt helfen natürlich alle die auch sonst keine Arbeit haben, oder respektive die auf Arbeit warten. Mit dem warte ich jetzt da mal ein bisschen, weil wir haben wirklich momentan genug Werkzeuge. Und wir sehen da, Food ist schon wieder ziemlich weit unten. Die ist einfach zu viel, das ist das Problem. Aber ich denke, sobald dann nachher dort die grosse Farm, also das grosse Cake voll ist, wird es nachher schneller vorwärts gehen. Okay. Und so was man tut, aber der muss jetzt auch arbeiten. Einer alleine reicht nicht mehr. Und ich denke, da müssen wir jetzt auf mindestens jetzt mal 2000 hätte ich gern. Ich weiß, es ist viel, aber es braucht es einfach. Also von da haben wir jetzt unsere Materialien bald zusammen, was Holz anbelangt. Aber Eisen fehlt uns jetzt. Und das ist schlecht, weil auch da hat es ein bisschen Eisen. Das soll jetzt hier noch das Eisen holen. Oh, da hat es noch ganz Haufen, das ist super. Ah, da hat es auch noch. Ich könnte es eigentlich einfach mal so machen, dass ich sage, der Bildausschnitt, wo ich alles Eisen gesammelt habe. So. Das soll jetzt ein Zeitchen gehen, bis das Eisen abgebaut ist. Und wir sehen, wir haben da schon wieder 2 neue Bewohner bekommen. Wir haben 5 freie Arbeiter. Und zwar, ich jetzt da mal sagen, die sollten da mal fertig bauen. Und ja, jetzt muss ich schauen, auf was haben wir zu viel von nichts. Wir haben eigentlich vor allem zu wenig, so sieht es aus. Ich hoffe einfach, dass unsere Farmen etwas bringen. Und wie ihr vielleicht seht, ich kann da immer abwechselnd, also nicht immer das gleiche zusammen. Da ist jetzt der Squash, da haben wir Potato, haben wir den Squash, da haben wir da wieder Potato. Da haben wir das eine und da haben wir das andere. Jetzt Chestnut und da haben wir dann Pecan. Weil es können Seuchen ausbrechen. Das passiert, glaube ich, auch, wenn man eine Katastrophe ausgeschaltet hat, also was gemeint. Und wenn man dann natürlich überall das gleiche Feld hat, also das gleiche Saatgut, geht natürlich alles von dem kaputt. Und dem kann man entgegenwirken, indem man das eben nicht so macht. Okay. Also, wir brauchen jetzt 2 Fischer mehr. Und das geht jetzt noch ganz knapp. Wir brauchen echt mehr Leute. Wir brauchen echt mehr Leute.
Problem ist einfach, momentan, wir haben fast zu wenig für die uns Essen besorgen. Brauchen aber dennoch Leute, die uns Sachen sammeln, also so Eisen abbauen und Steine und so, weil wir haben jetzt noch einen freien Arbeiter. Und das passt mir eigentlich so gar nicht. Ich hoffe jetzt einfach, dass dadurch, dass ich jetzt noch 2 mehr rein da habe, die Fischproduktion auch ein weiter raufgeht. Hoffe ich wirklich. Und früher oder später muss ich dann auch schauen, dass ich da die Häuser kann upgraden kann. Dass man dann dort Steinhäuser hat, damit die weniger Holz oder die Feuerholz fressen. Wenn wir jetzt da den Inventar anschauen, die haben jetzt 49, die haben 74, die haben 44, 50, 175, das geht mal gar nicht. Ja, das noch nicht machen. Und die haben ein bisschen Hunger da, das soll jetzt etwas besorgen, das sind da gerade neben einem Feld, was ist mit da los? Okay. Ja, jetzt der Food geht wieder rauf. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. So, wir haben einen Händler. Muss ich gerade schnell pausieren. Ist jetzt pausiert? Das ist pausiert. Okay, was bringt der alles Fans? Ja, du kannst gleich wieder gehen. Können wir bei dir bestellen? Ja. Okay. Gut. Brauche ich nicht, danke schön. Ich warte darauf, dass jetzt endlich einer mit Schöf kommt. Und ich denke, ich werde vielleicht doch noch einen zusätzlichen Fischer einstellen. Und zwar hier oben. Weil es lange hinten vorne nicht. Aber eigentlich die Leute gar nicht dazu. Das ist eben auch ein Seich. Ja. Ja. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben noch kein Kind. Es bleibt mir eigentlich momentan nichts anderes übrig, als weiter Häuser zu bauen, damit wir endlich genug Leute haben. Ja, super, da kann ich jetzt genau keine bauen. Da kann ich. Okay, die zwei sollen noch gebaut werden. Wir sollten gerade so knapp ausreichend Mittel dazu haben. Hoffe ich. Und es fehlt uns an Holz. Okay. Da ich da sowieso also danach wächst, kann ich jetzt sagen, hey, könnt da mal Google Holz abbauen. Wie sieht das da aus jetzt? Also, da sind wir schon bald so weit. Aber das Eisen langt nicht. Der ist wenigstens schon so weit, dass das Fundament steht. Und dann muss ich schauen, dass wir da mehr Eisen abbauen können. Da hat es noch. Das ist sogar markiert zum Abbauen. Okay. So, dann haben wir da schon wieder 2 neue Bewohner. Also respektive ein neues Bärli. Und ja. Ja, das Eisen sieht wahrlich nicht so ideal aus. Aber die sind jetzt da fleissig am Abbauen, sehe ich gerade. Das ist super. Soll ich die nochmal weiter so machen. Und dann kann das dann abgebaut werden. Feuerholz sollten wir jetzt eigentlich genug haben. Wie das Essen gerade momentan aussieht, naja. Also ich habe jetzt schon mal ein bisschen mehr Fisch können einholen als letzte Saison. Glaube ich. Was steht da?
Die haben auch noch Holz abgebaut, das finde ich auch nicht schlecht. Frage ich mich ernsthaft, wie die auf dem Wasser Holz gefunden haben, aber ist egal. Okay, da haben wir 13 von 20, da haben wir 9 von 9, das sieht sehr gut aus. Wir haben immer noch einen einzelnen freien Arbeiter. Und ich denke, das nächste, was ich in Angriff nehme, ist folgendes Gebäude. Ah, da haben wir es. Eine Schule. Weil ausgebildete Arbeiter brauchen weniger Werkzeuge und sie arbeiten viel schneller. Und die Schule würde ich dann eigentlich gerne, wenn irgendwie möglich, da machen. Nein, jetzt haben sie gerade offen gehabt. Genau. Da. Okay, ich setze es schon mal hin, tue es aber pausieren. Und ja, das sollte im Bau sein. Da haben wir auch schon wieder ein neues Bärli. Haben jetzt endlich Kinder. Ich schaue jetzt ans Kind. Die da auch Kinder. Ah, das war falsch vorher. Und wie sieht es da aus? Da habe ich noch nicht gebaut. Weil, es hat mich gestört, dass es nicht aufgeht von den Feldern her. Und da ist es schon fast fertig. Was aber auch noch eine sehr interessante Geschichte ist. Weiss ich gerade, da ist es glaube ich. Ja. Da sehe ich den Arbeitsweg der Leute. Wie weit müssen die laufen, bis sie an ihrer Arbeitsstelle sind. Und natürlich will man den Arbeitsweg immer möglichst gering halten. Das heisst, jetzt all die Leute, die jetzt hier wohnen, werden wahrscheinlich hier arbeiten. Oder sogar da oben. Und das letzte Haus, das ich gebaut habe, gut, die haben einen längeren Arbeitsweg. Okay. Aber das wird sich dann mit der Zeit einpendeln, dass wirklich die natürlich so nah wie möglich ihrer Arbeitsstelle wohnen. So. Okay. Winter vom 9. Jahr geht auch schon bald wieder zu Ende, nehme ich an, hoffe ich. Und für das nächste Jahr ist in Planung eigentlich, dass ich jetzt hier oben noch einen weiteren Fischer rein tue. Und da warten natürlich, bis das Holz wieder nachwächst. Feuerholz haben wir jetzt momentan wieder genug, der kann jetzt wieder hören. Und wie sieht es sonst noch aus? Was haben wir noch auf der Traktandenliste? Ich glaube, das wär's. Häuser bauen weiterhin. Vielleicht entscheide ich mich doch dagegen und mache doch hier noch ein paar Häuser rein. Und dann vielleicht hinter den Abfelder. Das weiss ich jetzt noch nicht. Also ich könnte es mal anfangen planen. Also wie wäre das? Wie wäre das, wenn ich jetzt würde sagen, okay, machen wir, ja, wie soll ich den Weg so blöd sagen, das regt mich jetzt gerade auf. So. Dass man da würde sagen, Steinhäuser natürlich. Machen wir so, so und so. Dann eine Idee. Wieso nicht 5 mal 12? Also 8 mal 8 geht 64. 5 mal 12 geht 60. Also wäre 6 mal 12 gleich, fast gleich groß wie 8 mal 8. Also so. Also respektive dann da ein Weg dazwischen. Dann nochmal ein Feld. Hallo? 6 mal 12 habe ich glaube ich gesagt. Das wäre dann 72. 60, 72. Ja, das passt schon. Ein Weg und dann da wieder Häuser. Okay, das sieht doch nicht mal so ganz leid aus. Jetzt würde ich einfach noch alle pausieren, weil sonst können wir dann ein bisschen ins Zeug rein. Ja, 2 könnte man doch eigentlich schon mal machen lassen. Da wird noch nichts abgebaut. Weil ich habe einfach die Leute nicht dazu. Und die Ressourcen natürlich auch nicht. Weil wir jetzt gerade out of alles sind. Super. Super Planung gewesen. Genau. Also, jetzt gibt es da einen super coolen Trick. Und zwar alles
abbauen. Und zwar mit einer sehr hohen Priorität. Weil wir brauchen Ressourcen. Es geht gar nicht anders. Ja, den Schneefall lassen wir jetzt noch schnell vorbeigehen. Der wird jetzt gerade fertig sein. Genau. Und mit diesem wunderschönen Bild im Frühling vom 10. Jahr verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen.